Bis miteinander. Hier ist Rico, neben mir hockt der Niklas. Moin Freunde. Moin moin, willkommen zu einer neuen Folge Schweizerdeutsch. Yes. Tatsächlich... Das ist auch komisch, ey. Es ist mies komisch, Mann, es ist mies komisch. Das ist verdammt komisch. Und zwar haben wir euch etwas zu sagen. Ja. Und Dramatisches in Doch, dem Sinne. das ist schon dramatisch. Wir hören auf. Ja, der Niklas hat gesagt, wir hören auf. Vorerst. Genau. Nein, wir haben in letzter Zeit so ein bisschen überlegt, wie es weitergehen soll mit dem Podcast im Allgemeinen. Also keine Angst, wir tun jetzt hier schon noch eine wertvolle, also so eine vollständige Folge bringen, wie ihr es kennt. Aber ja, erzähl mal weiter, sorry. Genau, so in den letzten Wochen, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl habt, aber uns hat es auf jeden Fall so gedacht, dass so unsere Content-Qualität... Wieso kommst du direkt zum Punkt? Tu doch ein bisschen ausführen, reden, wir haben Zeit. Ja, ich weiss schon, ich führe nachher aus. Ja, das ist gut. Ja, also komm, ich sage jetzt nicht mehr, ich sage jetzt einfach. Okay. Jetzt habe ich den Faden verloren. Warte, was immer beim Content, gell? Ja, also, einer der Hauptgründe, warum wir uns entschieden haben, den Podcast vorerst mal zu pausieren, ist, weil wir einfach, das haben wir vielleicht in der letzten Woche auch ein bisschen gemerkt, mit weniger Reels, Uploads oder keine Ahnung, so Mainstream-Themen in der Podcast, also weißt du, einfach so, ja, wir haben nicht mehr die Qualität können liefern, die wir eigentlich würden gerne liefern. Ja. Weil uns erstens einfach irgendwie halt die Zeit, wir arbeiten ja beide 100%, aber der Rico macht einen Lehr, ich bin nebendran voll angestellt, oder? Ja. Und halt, du willst halt auch mit den Kollegen etwas machen. Ich meine, das ist immer noch ein volles Hobbyprojekt so ein bisschen. Und ist immer noch, eigentlich in dem Sinn. Aber es frisst halt mittlerweile extrem viel Zeit. Ja, vor allem für dich, wegen dem Videoschnitt und dem ganzen Zeug, was du ja alles schon eine Sache. Machst. Und kann ich eben, vielleicht ein bisschen, ich es vorhin gesagt habe, so die Qualität, haben wir auf jeden Fall das Gefühl gehabt, haben wir nicht mehr können liefern, wo wir eigentlich... Qualität, sagen wir es mal ja, so. wo wir eigentlich haben, wo wir euch wollen bieten in dem Sinn. Genau. Und darum haben wir uns so gedacht, ja, wir machen jetzt mal eine Pause, eine Sommerpause. Ja, eigentlich beschreibt es gut eine Sommerpause. Richtig, um einfach so ein bisschen, wie kann man dem sagen, einfach so ein bisschen wieder Energie zu danken, kreative Ideen wieder überzukommen. Sommerferien. Genau. Die meisten werden wahrscheinlich in der Sommerferien nicht hören, weil die selber unterwegs sind. Von dem her. Das ist gut möglich. Auch zum so wieder Was hast du gesagt, sorry? Fuck it. Kein Spaß. Nein. Ja, einfach so zum, einfach den Kopf lüften, mal wirklich alles ausschalten. Und ja. Genau. So, genau das meine ich. Jetzt haben wir es eigentlich erzählt in 3 Minuten. Jetzt müssen wir es noch ausschmücken. Wir schmücken es jetzt auch schon aus. Glaub mir. Das, was wir eigentlich nie wollen. Podcast-Folgen künstlich strecken. Ja, aber jetzt, schau mal, jetzt haben wir 3 Minuten, die Leute wissen, ist gut, okay. Ja, jetzt schalten wir ab, kein Bock mehr auf die. Nein, jetzt hassen wir die. Nein. Wir wollen die nie wieder hören. Ja, nein. Mit Nachrichtensendung. Ja, aber genau so hast du auf den Punkt gebracht. Ich hätte jetzt so wirklich ganz anders angefangen. Jetzt hast du angefangen. Also, ich hätte angefangen. Moin Leute. Ich hätte dann wirklich... Zuerst frage Rico, wie geht's? Mir geht's übrigens gut, danke danach. Ja, das ist doch gut. Okay. Das Übliche, was hast du so am Wochenende gemacht? Ja, nicht viel, habe gearbeitet und dann wir sind noch in der Body gewesen und ne, dies, das. Und erst dann so langsam hätte ich gesagt, Leute, gut, ja, nein, was sind sonst noch so für Punkte rum gewesen, hätte ich jetzt angefangen noch. Zum einen aber, wir bringen die Qualität nicht mehr auf 3, die Gesprächsstoffqualität, heisst, wir kommen da hin, also ich könnte sonst mal sagen, wie so die Planung vom Podcast abläuft. Also, es läuft so, Rico und ich schreiben so unter der Woche mal so, hey, ja, ein Podcast, ja, Mittwoch, ja, passt, dann kommt der zu mir, also hier hin. Und dann ist es immer so die Frage, ja, was wollen wir überhaupt besprechen im Podcast? So. Ja. Und dann hocken wir dann meistens so eine halbe Stunde. Und am Anfang ist es halt wirklich so gewesen, wo wir den Podcast gestartet haben, wir haben einfach geredet. Wir haben einfach das gerade geredet, was gerade so aktuell war in unserem Leben, um auch ein bisschen
euch zeigen, so, wer wir sind, Voll. Was wir für Typen sind, wie wir interagieren. Ja. Wem ist scheißegal, welche Aussage tätig wird, wem ist so ein bisschen, muss ein bisschen aufpassen. Ja. Ja, und das ist jetzt halt schon, ich meine, das ist jetzt die 48. Folge, wir ziehen das jetzt seit 48 Folgen durch. Wenn das mal aufrechnet, jede Folge hat etwa so 50 Minuten Durchschnitt. Das ist schon sehr viel. Ja. Also so langsam kennen ihr uns. So. Das heisst, wir müssen uns nicht vorstellen, wer wir sind, Ja. sondern ihr wisst, die wirklich täglich hören oder wöchentlich hören, die wissen, hey, das ist der Niklas, das sind seine Eigenschaften, das ist der Rico. Ja. Und das ist so ein bisschen von dem, wo wir am Anfang ein bisschen Schiss hatten, dass halt die Leute uns gar nicht zuhören, weil sie nicht wissen, wer wir sind. Ja. Jetzt ist das schon eingetreten, oder? Jetzt wäre halt cool, so mit diesen 2 Leuten, die jetzt die Leute kennen, coole Gesprächsthemen aufzubauen Voll, für ja. einen Podcast, oder? Und im Moment ist es halt wirklich so, ja, wenn juckt was wir jetzt letzte Woche wieder gemacht haben. Letzte Woche sind wir wieder irgendwo in München gewesen und in das und dieses gegessen und Ja. so. Voll. Drum, was ich mir wünsche für die nächsten, also wir machen das safe weiter, keine Angst. Ja, also das ist 100%. Das ist jetzt wirklich nur eine Sommerpause, wo wir einfach ein bisschen Gedanken tanken und so. Ein bisschen Energie tanken. Was ich mir wünsche für die nächste Staffel, also ich nenne das jetzt wirklich, das ist Staffel 1, Kennenlernstaffel. Kennenlernstaffel, okay. Gut. Staffel 2, mal schauen, was wird. Okay. Mal schauen, was wird. Mal schauen, was wird. Ich hätte Bock, dass wir dort wirklich so, ich weiss nicht, ob wir trotzdem noch einen Comedy-Podcast, wir haben ja wirklich angefangen als Comedy-Podcast so in dem Sinn. Ja, wir haben einfach geschnurrt und wir haben einfach Lust, etwas zu machen. Und keine Ahnung, unsere erste Folge war irgendwo auf dem Hügel oben gewesen, im Tesla. Mit den Mics so in der Hand. Ja, wirklich, so. Ja. Noch ohne Tonbearbeitung, noch nichts. Einfach aufgenommen und aufgeladen. Aber trotzdem ist das die konstanteste, die wir hatten. Also die DJ-Mics von Anfang an. Ja, das ist so. Das hat sich bewährt, das hat immer funktioniert. Ist halt auch einfach, es ist verdammt easy. Ja. Also die ganze Zeit so. Also das ist ja, also praktischer geht es ja nicht. Voll. Und du kannst es einfach wegnehmen, Ja, dann hast du das Mic. voll. Hier vielleicht nochmal unser Logo. Das ist auch immer so ein Zukunft. Das, stimmt, das können wir auch mal besprechen. So. Ja. Was sind so unsere Visionen noch so gewesen, so immer mit, ich meine, Studio ist eine grosse Vision gewesen, die haben wir umgesetzt. So, was sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier unser Logo drauf hat. Also, so Zeug ist auch so eine Vision gewesen. Boah, weißt du, kommt jetzt gerade wieder in den Sinn. Kleber. Boah, stimmt. Boah. Aber die Idee hast du erst vor ein paar Wochen gebracht. Ja. Die ist nicht mal so alt. Ja, also kann ich vielleicht einfach schon zu sagen so, also eben, wie es Niklas gesagt hat, wir werden sicher nicht aufhören, wir arbeiten auch weiterhin an dem Projekt. Ja. Kann ich das Leute uns beiden am Herzen so. Also, aber wenn ihr die Podcast-Folge jetzt hört, dann müsst ihr nicht denken, boah, jetzt läuft nichts mehr, im Hintergrund läuft sehr viel, dass qualitativ hochwertige Scheiß auf euch zukommt. Was wir uns also ein bisschen vorgestellt haben, und das ist jetzt ein bisschen abseits vom Podcast, aber mehr so, es ist halt alles mit so viel Zeit, also es ist halt mit sehr viel Zeit und Planung verbunden, aber auch, wir reden schon sehr lange darüber, so eine Fußball-Challenge zum Beispiel. Einfach für YouTube Seit Januar, oder sag ich. Insta zum Seit Januar Beispiel. habe ich das im Kopf und möchte einfach so einen scheiß Fußball. Weißt du, vor allem, es wäre nicht mal so schwierig. Wir müssen einfach mal einen Samstagnachmittag abmachen, auf Wollerau fahren, auf den scheiß Kunststraßenplatz und das einfach mal aufnehmen. Ja, aber irgendwie, wir bringen es nicht an, kann ich Nein, wir bringen zeitlich es und dann nicht ist an. etwas anderes dazwischen und dann, ja, Seit Januar, weißt du. ja, wirklich. Aber weißt du, trotzdem sehen wir uns, wir haben das bis jetzt jede Woche, seit wir den Podcast aufnehmen, haben wir uns jede Woche einiges gesehen. Das ist krass. Gut, nicht immer, 2-3 Mal, aber Ja, wir haben mit jede Ferien Woche oder so. sind wir 2 Stunden zusammengegangen und dann haben wir den Podcast aufgenommen. Wir nehmen das Ding seit 48 Wochen hintereinander auf. Ja. Und Wenn da, jetzt eigentlich einen Ausfall gegeben, oder? Ja. es hat nie einen Ausfall Nein, gegeben. Wir nie haben hat's einen einiges Ausfall vorproduziert, nur einiges. Das ist dort, wo ich auf Mallorca jetzt letzte Woche war, oder vor 2 Wochen. Aber sonst haben wir wirklich immer live, live den Podcast rausgebracht. Ja. Also wirklich eigentlich Mittwoch aufgenommen, damals Freitag aufgeladen, jetzt Sonntag. Sonst ist der immer live gekommen, wir haben nie voll produziert. Oder? Ja. Das ist halt schon, finde ich schon eine Leistung, wo man stolz drauf sein kann. Das auf jeden Fall. Aber eben, so Kennenlernstaffel, Staffel 2.
keine Ahnung, das müssen wir aber herausfinden. Ob wir jetzt weiterhin Comedy machen, ich denke schon, es wird schon etwas in dem lustigen Bereich sein. Es wird sicher nichts mit Politik zu tun haben, das kann ich schon mal sagen. Das ist so ein bisschen die Vision. Ja. Ob die Zeiten werden vielleicht auch noch angepasst, also wenn der Podcast aufgeladen wird, ob der immer noch wöchentlich kommt, ob der täglich machen wir nicht, ob der wöchentlich kommt oder 2 wöchentlich kommt, ob der 3, 4, das wissen wir alles noch nicht. Das sind alles Sachen, die wir anschauen müssen. Voll. Dann was halt sicher, wenn wir das Zeug weitermachen, dann sicher wieder Vollgas, heisst Ja, 100 Pro. wieder mit Reels, vielleicht auch ein bisschen mehr Real-Life-Content auch. Aber das meine ich mit der Fußball-Challenge zum Beispiel, weißt du? Ja, voll. Vielleicht auch, was cool wäre, vielleicht auch weniger Podcast, mehr Real-Life-Content, heisst vielleicht so jede 3 Wochen ein Podcast, dafür mal ein Real-Life-Video, wo wir irgendwie unterwegs sind, weißt du, einfach so ein 30-Sekunden-Video, jetzt sind wir in Zürich mit der Habasche, voll lustig, einfach so richtig dämlich, so. Ja, voll. Ja, warum nicht, das wäre so eine meine Idee für den Podcast, oder für allgemein für das ganze Schweizerdeutsch. Ich sehe das selber schon lange nicht mehr so als Nur das ist der Podcast. Das kann irgendwann das so voll expanden zu einer zu 2 Habaschen, die in einem Keller sitzen und einfach irgendwie das Mikrofon reden. Ja, genau. Also vielleicht auch kurz noch, das ist jetzt nicht so die erste Hürde, die wir haben, weil wir haben jetzt schon lange mal Gedanken gemacht darüber, oder reden auch viel im Hintergrund darüber, wie es aussieht, ob wir noch Lust haben, das einfach so immer mal wieder zum Abklären, wie es so ist für uns beide, weil wir können uns halt beide nicht in den Kopf hineinschauen. So. Nö. Und wir haben es auch schon probiert mit, keine Ahnung, einfach so wirklich sagen, ey, das ist der Tag, wo wir es machen. Das hat auch eine Zeit lang gut geklappt, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Das Problem ist halt immer, was ich so feststelle, so, das ist aber mit allem so. Das ist beim Arbeiten, das ist bei Family, das ist... Du bist irgendwann, ist alles so zur Gewohnheit, dass du es einfach langweilig findest und dann, oder langweilig, es schießt dich dann einfach irgendwann an, das zu machen. Obwohl, das ist das beste Beispiel zum Beispiel, deine Mami sagt, räum dein Zimmer auf. Das hörst du seit 20 Jahren. Ja. Und es wäre vielleicht eine Sache von 5 Minuten, aber du machst es nicht, weil es dich einfach anguckt. Und das, ich möchte nicht sagen, dass das jetzt beim Podcast auch so ist, aber es hat Ähnlichkeiten. Also so, wenn ich weiss, jetzt haben wir einen Podcast aufgenommen, Podcast aufnehmen ist immer das Einfachste. Du guckst dich an, du musst schon dein Thema und so vorbereitet haben, dass du halt dann fließend kannst reden, also ohne, dass es halt in die Länge ziehst. Ja. Aber danach eigentlich das ganze Video, also für mich ist es immer, also wenn ich dran bin, denke ich mir so, es ist keine Sache. Aber trotzdem musst du es machen, so, jetzt musst du die SD-Karte rausnehmen, jetzt musst du es in MacBook rein tun, jetzt, MacBook hat keinen Akku mehr, holst das Ladekabel wieder, dann merkst du, Scheiße, das MacBook hat keinen Speicherplatz mehr, du musst alles aufs NAS tun, dann hast du wieder 100 GB frei, dann kannst du den Podcast starten, dann musst du deine Ordnerstruktur für den Podcast machen, weil es ist ja immer ein Projekt. Dann musst du die Audio-Files vom iPhone musst du aufs MacBook tun, dann musst du das Ding synchronisieren, Audiospur und und Ding. Dann musst du Color Grading vielleicht noch ein bisschen nachher machen, weil wir vielleicht das Licht ein bisschen verkackt haben, dass wir vielleicht zu hell eingestellt haben, dass du ein bisschen Kontrast rein tust, dass du ein bisschen Schwarzwert rein tust. Das sind alles so Sachen, ich könnte jetzt noch viel weiter erzählen. Yeah. Also so zum Beispiel, nachher musst du noch ein Thumbnail machen, nachher musst du das Ding noch exportieren lassen, weil du mal ein einstündiges Video exportieren lassen. Das geht natürlich auch wieder so ein paar 20 Minuten, 15, 20 Minuten. Dann merkst du nach dem Exportieren, Scheiße, du hast es falsch exportiert, musst du nochmal exportieren. So, das sind alles so Sachen, da denkst du so, yo, die machst du dir schon vorhin im Kopf, die Gedanken, dann denkst du so, yo, ich mache das dann, wenn ich muss. Das ist immer so das Problem. Und dann fange ich immer so 2 Stunden vor dem Upload an, das alles zu machen. Und dann kommt es meistens pünktlich. Also es hat schon 1-2 Situationen gegeben, wo ich so denke, fuck, jetzt kommt es nicht pünktlich. Und dann ist halt scheiße so. Oder? Ja. Und das sind halt alles immer so Sachen, so wir sollten es eigentlich gerade machen nach dem Podcast. So das ganze Aufladen fertig. Aber du denkst dir so, ja, jetzt hast du geschafft, jetzt willst du mal wieder Pause. So. Ja. So, das ist immer so,
mein Struggle, den ich mit mir habe. Darum, vielleicht zeige ich dir das auch mal, dass wir das vielleicht auch mal abwechslungsweise machen können, oder? Voll. So, wie das alles geht. Aber ja, also anschießen tut es mich nicht. Es ist halt einfach Routine. So. Ja. Das ist immer das Gleiche und es geht meistens eine Stunde. Ich muss mir eine Stunde Zeit nehmen und konzentriert daran arbeiten. Sonst passieren so Fälle wie beim Exportieren oder Sonst irgendetwas halt. Thumbnail-Titel falsch geschrieben, ist auch schon vorgekommen. Dass dort plötzlich Folge 35 gestanden ist, obwohl wir eigentlich schon 45 haben. Keine Ahnung, so Zeug. Ja. Ja, that's it eigentlich. Alter, 15 Minuten, Bro. Ja, wir können erzählen, was im Sommer so läuft. Stimmt, fang mal an. Also, wir machen die Sommerpause, das haben wir jetzt abgehakt. Ich hoffe, Bro, ich kann es nur chill doch mal, lass mich doch ausreden. Ja, aber schau, das ist auch so eine Sache, Bro, die wir besprechen. Ja, also komm, besprich, komm, Also, die hören ja zu, sie wissen, wo sie jetzt sind. Dann musst du es nicht nochmal sagen, so, jetzt haben wir das abgeschlossen. Ja, einfach damit wir einen kleinen Cut haben. Das ist doch gut. Also, Mein Gott. was läuft für Niklas und mir im Sommer? Schau, jetzt habe ich extra geschaut. Ist gut? Ist besser? Okay. Zwar folgendes. Der Niklas hat ab nächste Woche Sommerferien. Also, ich muss noch eine Woche arbeiten. Ja, genau. Ich habe ab jetzt schon Sommerferien. 2 Wochen. Und in der ersten Woche von Niklas und in der zweiten Woche von meinen Ferien, also in 2 Wochen, gell? Sag einfach in 2 Wochen, ja. In 2 Wochen. Also 1 Woche noch. Ja, grundsätzlich, ja. Geht's, 1 Woche und 1,5 Tage. Fair. Geht es für uns auf Kroatien? Novalja. Novalja, Sirce. Ja. Wir haben miese Struggles gehabt. Oh, stimmt, das können wir jetzt auch voll erzählen. Bro, wir haben miese Struggles gehabt. Alter, also, Hause. es ist ja so. Sag mal, die ganze Geschichte, wieso, also, sag mal, von vorne anfangen, wie die ganze Ferie eigentlich so entstanden ist. Fang an. Also, wir haben die Idee gehabt, komm, wir machen jetzt einen Kollegentrip mit allen Kollegen. Wir fahren auf Ayia Napa, wir fliegen auf Ayia Napa. Die Idee ist am 1. August 2024 entstanden. Ja, 1. August 2024. Dann ist ein Chat gegründet, also erstellt worden mit allen Leuten. Und da haben relativ viele Leute direkt abgesagt. So, wir sind nachher irgendwie nur noch so die 7. gewesen. Ja. Vor allem, wir sind noch Abklärungen wegen dem Alter und so, weil nicht alle von unserer Freundesgruppe sind 18 gewesen dort. No. Aber der meiste Struggle war eigentlich genau jetzt im 25. Alle sind in der Lehre, alle sind in der Abschlussphase. Sie wissen nicht, ob sie dann für eine Ferien nehmen. So. Und dann haben relativ viele Leute dann halt abgesagt und dann haben wir halt gesagt so, ja, vor allem wir haben das halt hure weit rausgeschoben, das Ayia Napa-Zeug. Heisst, es ist alles hure teuer geworden. Ja. So Flug, plötzlich 400 Stutz. So, ja, super. Airbnbs, alle weg. Nicht mehr gefunden. Wir haben ja eigentlich ein Airbnb haben. Ja. Wobei ich eigentlich immer noch Fan von Hotel gewesen wäre, weil ich kenne das schon dort unten. Hotel wäre by the way immer noch gut, aber es ist halt immer noch der Flug. Ja. Ja, und dann wären wir dort irgendwie bei 1200 Stutz pro Person pro Woche. Und dann haben wir so gedacht, ja. Das ist schon ein bisschen teuer. Und das noch ohne Essen und das ohne Mietwagen. Also das, was wir einfach angeschaut haben, oder? Wenn ihr es billiger findet, schreibt es mir rein, dann buche ich das noch um. Nein. Ja, und dann haben wir halt so schnell überlegt, ja, scheiße, es ist viel zu teuer, was machen wir jetzt? Dann haben wir irgendwann wann ist das gewesen? So Ende März. Ja, Ende März haben wir gesagt, du schau. Planänderung. Wir machen jetzt etwas anderes. Niklas hat voll Bock, Auto zu fahren. Komm, wir machen einen Roadtrip irgendwo hin. Wo ist mir noch nie so richtig gewesen, der Niklas? Kroatien. Wer ist schon in Kroatien gewesen und kennt es ein bisschen? Der Joris. Die sind schon ab und zu auf Kroatien gefahren. Also, Joris gefragt, hey, hättest du Bock Kroatien? Ja, wäre voll dabei. Die ganze Gruppe gefragt. Ja, voll dabei. Das ist die Frage, wo an, ja. Dann haben wir halt, habe ich den Joris gefragt, ja, wo sind ihr so immer gewesen? Ja, ist schon cool dort, aber ich weiß nicht, ob partymäßig etwas läuft. Wir haben halt auch ein bisschen Partyurlaub haben, oder? Und dann so, ja, gut, ein bisschen weiter geschaut. Wir haben ein cooles Airbnb gefunden, dort in dem Ort, wo der Joris
dingselt ist, also so war früher. Aber das war relativ schnell auch weg gewesen. Aber es wäre auch richtig big gewesen. Ja. Ich glaube, wir hätten da auch 4 Schlafzimmer oder so gehabt. Ja. Ja, auf jeden Fall ist unsere Gruppe dann geschrumpft auf 6 Personen. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen dann wahrscheinlich noch 2 Autos. Wahrscheinlich, oder? So, wir hatten das Autoproblem gehabt und das eine Problem war noch, der Cyril hat nicht gewusst, also der auch schon mal hier war im Podcast, Ob er kann. er hat nicht gewusst, ob er kann. Und das hat er halt relativ lange nicht gewusst. Wir haben trotzdem mit ihm mitgebucht, oder? Ja. Weil, wir haben nachher, da habe ich, im Arbeiten habe ich dann mal gefragt, hey, yo, kennt jemand etwas Cooles in Kroatien? Irgendein cooler Ort, wo man als junge Leute hingehen kann. Und dann sagt unser Extern, der Reban, schau, das kennt unser Reban, Sirce. Und ich so, was ist Sirce? Ja, gib mal ein Sirce Beach. Ist so ein Strand, Partymeile. Ich so am Schauen, ja, okay. Sieht gut aus, sieht cool aus. Was hast du für Erfahrung? Ja, ist vor 10 Jahren her, keine Ahnung, aber ist gut gewesen. So gut, ja. Die Idee die Kollegen erzählt, also ich. Also ja, warum nicht? Dann haben wir halt nach Airbnbs gesucht in Novalia, haben auch coole Häuser gefunden so. Aber was ist der Grund gewesen? Wir haben dann einfach gedacht, ja, wäre halt scheiße nach dem Ausgang heimlaufen und so, glaube ich, war. Weil halt, du wärst so 40, 50 Minuten immer gelaufen von dem Strand, weil, ja, der Strand ist halt schon ein bisschen abgelegen von dem Ort, von Novalia eigentlich in dem Sinn. Und dann sind wir auf Zufall, das war ja auch auf Airbnb gewesen. Ja. Die haben auf Zufall haben wir dann gesehen, dass der Club, der Noah Beach Club, wo by the way der 10. beste Club der Welt ist anscheinend, laut irgendeiner Liste, keine Ahnung, die haben das Glamping Resort. So ganz viel so Bungalows mit Pool, wo du dann 3 Minuten zum Strand runterlaufst und du bist gerade am Club und überall und an den Restaurants, wo alle drinnen sind, ja. Ich habe so gedacht, ja, echt geil. Dann haben wir den Preis angeschaut. 400 Stutz. Ja, easy. Also pro Person, oder? Haben wir das gebucht? Mit dem Cyril, oder? Ja. Weil wir nicht gewusst haben, ob er mitkommt oder nicht. Ja. Und dann ist das eigentlich klar gewesen. Haben wir gesagt, wow, jetzt gehen wir nach Kroatien. Ja. Dann hat der Cyril gesagt, ja, er kann nicht. Leider. Haben wir einen Ersatz gefunden, Tim Bernhard, moin Meise. Moin Tim. Und er hat auch gerade das Autoproblem regeln können. Er fährt mit seinem Auto runter. Heisst, wir haben dieses Autoding... Wir können auf 3-3 aufteilen eigentlich. Ja, können wir. Theoretisch. Aber wird wahrscheinlich auch so sein. Ja. Also ich habe mit dem Tim schon geredet, dass so maximal... Also mehr als 3 würde schon in dieses Auto reinnehmen, weil er würde halt gerne noch den Sitz umklappen für seinen Koffer, weil in seinem Civic ist halt nicht so viel Platz. Ja, aber 3 Leute passen safe überall rein. Ja. Und halt 5er BMW, voll gut. So. Dann bin ich in der Ferien gewesen, also Ferien, ich sage dann Arbeitsferien wie letzte Folge, oder? Und dann habe ich auf Instagram gesehen, also ich habe mich dann nach der Ferien, das war jetzt der Montag gewesen, so voll vorgefreut, so hey, cool, jetzt kommen die Ferien wieder, also nochmal Ferien, Kroatien mit meinen Bres, einfach mal abschalten. Gehe ich so auf Insta von dem Glamping Resort und ich habe schon von der Liv oder von irgendjemandem haben wir so eine Woche oder 2 Wochen vorher so gesagt, hey, ich habe das TikTok gesehen, dass sie das gesperrt haben. Ich so, ja, ich habe aber noch nichts bekommen, irgendwie E-Mail oder so. Ja. Also weißt du, das Hotel, also das Glamping Resort. Gehe auf Instagram von dieser Glamping-Seite und sehe ich so, ja, eine Woche vorher, also Montag, eine Woche vorher, dort bin ich gerade in Malle gewesen, ja voll, bin ich gerade in Malle gewesen, haben sie einen Post gemacht, yo, im Moment haben wir das Resort zu. Ich so, was heisst hier zu? Ja. Dann mir in den Sinn gekommen, fuck, stimmt, Liv hat irgendetwas gesagt, dass das zu ist. Bin ich meine Mails checken, bin ich in die Spam-Mails checken, wo ich eigentlich immer jeden Tag lese. Nix. Also ich bin nicht informiert worden, oder? Dass das zu hat. Dann ich Panik, ich habe das halt im Büro gesehen, bin panisch zum Tim und habe dann den Tim gefragt, ey yo, oder haben das halt einfach am Tim gesagt, so ey yo. Was machen wir jetzt? Das Ding hat zu, so, und dann so, ja, schreib mal ein Mail. Ich so, ja, mache ich jetzt. Also, ich habe es eigentlich schon vorbereitet. Habe ich ein Mail geschrieben an denen. Und dann halt die Gruppe informiert, wir halt panisch ausgebrochen. Fuck, was machen wir jetzt?
Die lief mir schon die ganze Zeit schreiben so, ja, scheiße und so, das stresst mich gerade richtig und so. Ja, ich so, ey, was denkst du, ich habe da 2'500 Stutz überwiesen und das hat zu und die haben mich nicht informiert, oder? Hat dann der Visecke auch geschrieben, weißt du, wegen Versicherungsfall, oder? Falls wir nicht angehen können, wegen dem, oder? Die haben by the way erst heute geschrieben. Das ist fatal. Das ist echt fatal. Also, ist schon crazy. Also, ja, ich erzähle mal weiter. Dann am Abend, so am 5 Uhr, um 6 Uhr, ist dann das Mail vom Glamping Resort zurückgekommen. Ja, sie wissen nicht, ob sie es nochmal öffnen können, den Sommer. Es tut ihnen mega leid, dass sie uns nicht informiert haben. Aber es ist halt wirklich eine drastische Situation irgendwie so für sie gewesen. Blablabla. Weiss man, was der Auslöser ist? Ja, es ist ja so, sie sind eigentlich selber schuld, sie haben seit November 2024 haben sie keine Betriebsbewilligung für das gesamte Resort mehr gehabt. Ah, wirklich? Uff. Ja, und gut. anscheinend haben sie seit dem 9. Juni haben sie einen Polizeizettel gehabt auf dem Resort. So, ja, ich habe jetzt eine Woche Zeit, das ganze Resort zu räumen. Sonst wird das einfach sofort geschlossen. Also, sonst kommt die Polizei und schließt das. Und egal, ob die Gäste drin sind oder nicht. Die Frist haben sie anscheinend auch nicht eingehalten. Keine Ahnung, was dort unten abgeht. Dann schaut man und dann hast du halt, ich habe halt nachher voll TikToks gesehen, wie dann halt alle, die sind am Party machen gewesen, also die ganzen Gäste eigentlich quasi, haben dann ins Glamping Resort zurückgehen und haben dann fest vor dem Bungalow, ja, das Ding ist einfach abgesperrt. Ja. All persönliche Sachen drin, du kommst nicht rein. Und einfach aus dem Ding rausgerührt worden. Ja. Ja, darum habe ich halt mega Schiss gehabt, dass die da gar nicht zurückschreiben und so, oder? Aber die haben halt direkt zurückgeschrieben. Also E-Mail-Kontakt war super gewesen nachher. Die haben wirklich innerhalb von 6 Stunden immer geantwortet. Haben gesagt, ja, aber sorry, es tut uns leid, dass wir da nicht zurückgeschrieben haben oder euch informiert haben. Wenn ihr über Booking bucht habt und das storniert, bekommt ihr den ganzen Betrag zurück über. Ja. Beziehungsweise das Booking macht das schon selber. Und wenn ihr direkt über unsere Webseite bucht habt, dann kommt auch alles zurück. Dann müsst ihr uns einfach schnell Buchungsnummern durchgeben und Kreditkarteninformationen, bla bla, und dann tun wir das sofort zurück überweisen, den ganzen Betrag. Oder? Und ich so, ja gut, ja, alles zurückgeschickt am selben Abend. Und dann ist das am nächsten Tag tatsächlich, habe ich direkt am Mittag PDF bekommen, ja, das ist die Quittung, zurücküberwiesen. Auf der Karte ist es dann 2 Tage später aufgetaucht. Ja. Und jetzt ist es wirklich, habe ich es wieder, oder? Also wirklich von dem her, dort top. Ich habe dann auch ein Mail gemacht, ey, ich wünsche euch alles Gute, bla bla. Sie hat so einen riesen Dankenstext im Fall noch zurückgeschrieben. Schon? Ja, sie hat sich richtig bedankt, dass das bei mir so, dass ich ein Gast bin, der ein bisschen anständig ist und die Situation verstehe und so. Ja. Und sie hofft, dass wir trotzdem irgendwann mal bei denen Gast sind, so in dem Sinn, oder? Ja, habe ich noch gut gefunden. Also Kontakt ist wirklich gut gelaufen mit denen. So, jetzt kannst du erzählen, was haben wir jetzt im Gegenzug gemacht? Wir haben am selben Abend, wo ich dann das Mail bekommen habe von denen, dass wir es zurückerstatten können, haben wir eine Krisensitzung gemacht. Genau, wir haben eine Krisensitzung einberufen. Heisst, also in den Discord rein, haben miteinander telefoniert, was machen wir? Dann haben wir geschaut, natürlich, zuerst war natürlich die Frage, wollen wir weiterhin quasi in Kroatien bleiben? Oder wenn wir etwas anderes machen, das hat sich aber dann relativ schnell geklärt und wir haben immer noch das gleiche Ort wollen, oder? Ja, voll. Also es sind ein paar Leute aus der Gruppe gewesen, die halt denken, ja, okay, jetzt wäre halt cool irgendwo anfliegen, aber find mal etwas jetzt 2 Wochen vorher, wo du willst anfliegen. Plus, vor allem Preise sind halt auch... Ja, Preise kannst du rauchen. Ja. Was lustig gewesen wäre, Ayia Napa über Mailand, 200 Stutz Flug hin und zurück. Ja. Das habe ich gesehen. Aber über Mailand halt. Ja, aber egal. Ja, hätte ich gemacht. Ja, aber nein, dann hat der Tim hat dann schnell das Machtwort gesagt. Also, hey, wir haben gesagt, wir gehen jetzt auf Sirze, also können wir das Ding jetzt auch durchziehen. So hat er gesprochen. Wir haben es auf Sirze eingestellt, jetzt wird auch Sirze durchgezogen. Ja. Was haben wir jetzt gemacht? Genau, dann sind wir so ein bisschen schauen, was es so gibt. Und dann haben wir relativ schnell eigentlich ein... Ja. Der Tim und ich haben ein bisschen Vorleistung gemacht im Büro schon am Nachmittag, bevor das Mail überhaupt gekommen ist von ihr. Haben ihr dort schon geschaut? Ja, der Tim hat dort schon... Also ich habe Airbnbs angeschaut, habe gesehen, ja, es gibt schon so in unserem Budget.
aber halt nur so einen Tag weniger lang und so bla bla bla. Und Tim hat dann wirklich eine Stunde lang investiert. Ja, und dann... Ja, wir haben jetzt eine Villa gefunden. 3-stöckig. Wie viel Better? 6? 4 Zimmer, 4 Schlafzimmer mit je einem Doppelbett. Ja gut, okay, ja. Jedes Zimmer hat Klimaanlage, jedes Zimmer hat ein eigenes Badzimmer, jedes Zimmer hat einen Fernseher, wir haben eine fette Küche, wir haben ein fettes Wohnzimmer, wir haben einen fetten Pool, wir haben einen eigenen Grill, Outdoor-Grill. Wir haben nicht nur einen Grill, wir haben eine ganze Grillecke mit Theke, mit Waschbecken, mit Kühlschrank draussen. Wir haben irgendwie 4 Chill-Ecken draussen. Wir haben Liegestühle, wir haben einen kleinen Garten. Wir haben die Schaukeln. Ja. Wir haben Schaukeln. Jedes Zimmer hat einen Balkon. Jedes Zimmer hat einen Balkon, ja. Also ich habe nachgelesen, das Haus gibt es erst in diesem Jahr. Das ist Neubau. Ja. Darum ist das also neu auf Airbnb. Ich muss ganz ehrlich sagen, Der hat so Trip, das ist unglaublich. Ich bin am Trippen, ich bin skeptisch gewesen, weil... Du hast im Fall sogar den Tim unsicher gemacht. Ich habe ihm gesagt, der Rico ist richtig am Trippen. So, nein, sind wir da voll am Schauen gewesen, ob das alles safe und legal ist. Schau, ich bin nachher auch noch mal schauen. Was mich halt einfach unsicher gemacht hat, ist der Brief, der das vermietet. Ist zwar verifiziert, das ist ja gut, aber eine Bewertung, ein Gasting und aber das hat mich so ein bisschen unsicher gemacht. Was willst du halt machen, wenn das brandneu ist? Ja, klar, aber das habe ich in dem Moment nicht gewusst. Also wir wissen jetzt bis heute noch nicht, ob das... Also ich gehe schon davon aus, dass es jetzt legit ist. Ja, ich hoffe es, ja. Ich meine, wir haben da jetzt genug Geld überwiesen, also es ist jetzt schon ein bisschen teurer gewesen. Ja, und nachher haben wir halt auch noch so ein bisschen geschaut und ich glaube, Liv hat das Video auf Insta geschickt, das Reel, von jemandem, oder du, von jemandem, der dort in dem Haus war und der sagt mir, der hat so einen Roomtour-mäßig gemacht, also das Haus gibt es. Ja. Und das hat auch eine eigene Webseite. Hat eine eigene Webseite, hat einen eigenen Instagram-Account. Heisst aber, dann wird das schon. Und die Nummer, die der Typ uns geschrieben hat auf Airbnb, ist die gleiche Nummer wie auf der Webseite. Ja, dann. Und er hat wirklich auch direkt immer geantwortet auf Airbnb. Also, der hat ihn gebucht und er hat sich direkt gemeldet bei uns. Ey, cool, dass wir kommen. Hier sind die Regeln fürs Wohnen. Wenn ihr einen Putzservice habt, so Zeug hat er schon alles angefragt, oder? Ja. Und es ist eigentlich relativ schnell. Genau. Und er ist wie immer am Trippen. Was heisst wie immer? Ich bin nicht immer am Trippen. Du bist immer vorsichtig. Ja, vorsichtig, aber das ist Du bist schon verdammt vorsichtig immer. Bei was dann? Wie allem. So, wenn es um Buchungssachen geht, Reisen, Zeug, bla bla bla. Ja. Aber es ist ja kein Vorwurf. Dass alles über die Bühne geht, dass alles gut kommt. Ja, wenn der Niklas dabei ist, geht das. Und ich habe dann noch nie auf Airbnb gebucht. Von dem her habe ich auch nicht gewusst, wie das so läuft, aber das wird alles gut kommen. Ach stimmt, wir hatten das Problem gehabt beim Buchen. Boah, stimmt, das kommt dazu. Also, ich muss mir vorstellen, es ist, wenn du so gesagt ja Niklas, du zahlst mit deiner Karte wieder, weil du hast vorher das andere Buch, wenn das zurückkommt auf deine Karte, dann ist das schon wie so halbiert, also so halb bezahlt, oder? Ja. Gut, dann habe ich die Karte angehabt, meinen Account angehabt, bucht. Ja, leider können wir das nicht buchen, weil Airbnb entschieden hat oder denkt, dass du eventuell eine illegale Party schmeißen kannst. Nicht so. Was ist jetzt los? Wir sind alle im Discord gewesen. Was für illegale Party? Dann hast du 2 Sachen gehabt. Entweder du hast eine Wohnung, also weil Wohnungen und irgendetwas anderes. Wohnungen und kleine Bungalows sind, glaube ich, ausgeschlossen von dem Rating. Aber so Häuser und Villen, die gehen in die Bewertung rein wegen illegalen Partys, oder? Und da hast du ja noch telefoniert mit denen. Ja, aber du hast dann zwei Möglichkeiten. Entweder ich rufe jetzt zum Support an und sage denen das so. Oder ich gehe ein Apartment buchen. Ich klicke auf Support, habe das denen geschrieben. Apartment. Und dann hat es gesagt, was? So, Apartment. Ja, hä? Wer bin ich? Nachher so, ich will meinen Urlaub, ich will jetzt coole Ferien haben. Nachher schnell Support angerufen. Ein Wunder haben die überhaupt noch abgenommen und auf Deutsch und alles. Das habe ich schon crazy gefunden. Das war mega sozialer Support gewesen. So, ja, wir klären jetzt ab. Am besten tust du es mal mit einem Kollegen seinen Account buchen. Da haben wir die Liv schnell gefragt, weil der Tim ist schon wieder weg gewesen, der hat noch einen anderen Termin gehabt. Ja. Haben wir die Liv gefragt, die schon Discord, einen Airbnb-Account gemacht hat in dieser Zeit, ob sie es bucht, gleicher Fehler. Wir so, ja super, wie wollen wir das Ding buchen? Du hast nochmal angerufen, dann? Ich nochmal angerufen, ey, schau, wir haben es mit folgenden Accounts probiert, ich habe sogar einen neuen Account erstellt. Ja. Mit deutscher E-Mail und deutschem VPN, ich denke dann, ja, vielleicht, oder? Genau das Gleiche.
Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe vorher schon angerufen und sie haben gesagt, ich soll mit einem anderen Account buchen. Ich möchte jetzt echt die Ferien buchen, weil das ist ein cooles Haus, es ist gerade verfügbar. Und dann er so, ja, er meldet sich wieder bei mir. Und dann ist das eine Stunde gegangen. Gute Stunde, Etwa ja. eine Stunde, dann hat er sich wieder gemeldet per Chat. Hey, sorry, wir bleiben bei unserer Entscheidung. Wir können das nicht rückgängig machen. Das ist halt so ein automatisierter Ding von Airbnb, so ein Algorithmus, wo halt Ja. prüfen kann, ob das eine Party könnte sein oder nicht, was wir da veranstalten wollen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, also das heisst, ich darf das Haus jetzt wirklich nicht buchen, wir können das nicht buchen. Dann sie so, ja, die haben jetzt 2 Möglichkeiten. Nein, 3 Möglichkeiten. Entweder sie löschen den Account und erstellen einen neuen. Aber ich habe ja eigentlich schon einen neuen erstellt. Ja, aber Die zweite Möglichkeit wäre, ja, dann sie es mit einem Account buchen von einem Kollegen. Ich so, ja, das habe ich schon. Aber unten dran steht, wo schon Buchungen bereits bei Airbnb gemacht hat, das tut die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das nicht passiert und nicht kommt. Ich so, okay, Tim, wir brauchen dich nochmal. Weil der hat schon 4-5 Buchungen gemacht bei Airbnb und auch so Hütten, so grosse Hütten. Und die dritte Möglichkeit war, ja, buche ein Apartment. ja. Ja. Dann hat der Tim probiert, habe ich ihm meine Kartendetails gegeben, bla bla bla. Das ist gegangen. Das ist, Ui, heisst wir fliegen, nein, wir fahren. wir fahren auf Wir Novalia. fahren auf Novalia. Ich muss aber Real Talk sagen, Bro. Ich glaube, ich finde es besser, so wie es rausgekommen ist. Es ist zwar jetzt ein bisschen teurer, wir sagen jetzt wirklich, das sagen glaube ich alle, es ist der beste Plan A eigentlich in dem Sinn. Plan B ist der beste Plan A. ja. Weil, ich sage dir ehrlich, ich sage jetzt so meinen Plan für die Ferien, das ist fix auch mal abschalten, so wirklich Ja. tranquilo machen. Ich komme sicher mit euch auch mal 1-2 Mal Party machen, Ja. aber nicht jeden Abend, das Ich habe ich ja denke, von Anfang an gesagt. ich denke mir jetzt auch nicht. Also, Ja, wir sind ja da, das Noah Glamping Resort haben wir wirklich auch entschieden gehabt, ja, Partyurlaub, dass es cool ist, so wirklich 2 Minuten zu Fuß zum Strand. ja. Wir haben jetzt auch 3 Minuten Fuß zum Strand, aber halt, gerade das ist City, so. Ja. Aber das ist halt schon geil. Genau. Und wir haben halt jetzt unseren eigenen Garten, wir haben die geilsten Chill-Ecken, die es gibt. Aber durch den Tag durch kannst du in deinem Pool chillen, irgendetwas machen. Bro, grillieren kannst du dort Bro, am Abend. einfach hängen, so, weißt du. Weißt du, so Deep Talks und so, das Ja. ist hure geil. Wenn sogar so ein Sitzecke gerade am Pool. Ja, wo du mit der Glasscheibe, ich sehe jetzt schon den Joris dort am Ja. Winken. Boah, so am 12 Uhr Nacht einfach nochmal so im Pool jumpen. Boah, weißt du jetzt auf. Hat der Pool beleuchtet? Der Pool ist beleuchtet Ja, ja. gewesen von... Ja. Junge. Sehr geil, sehr geil. Ja, wäre eigentlich schon contentwürdig, aber... Ja, mal schauen, vielleicht kommt Mal etwas. schauen. Vielleicht kommt eine Insta-Story oder so. Ob das bei euch genauso ist. Nein, I doubt Nein, it. also ohne Scheiß, das Ding, was wir jetzt dort gebucht haben, Ja. also das kannst du fett ausnutzen für Content eigentlich. Ja, theoretisch. Eigentlich schon. Mit 19 eigene Villa gekauft. Kennst du die Videos? Boah, wir könnten ja so eine Woche Satire-Content machen, so... Was geht ab, Digga? Hau ab, Digga. Neue Haustür ist angesagt. Boah, Roomtour. Ja, boah, das machen wir. Ja, ist machen, gut. Wir machen eine Roomtour. Ich bin Makler, ich nehme meinen Sakko mit. Hey, ich hätte auch Makler sein. Ist gut? Ochsner Kiel, Immobilienagentur. Wir sind hier in Novalia, Ja. in Croatia. Das ist sowieso hure geil. Wir haben... Vor allem hast du die Reste... Hast du geschaut, was ich Stadt geschickt habe? selber noch nicht ganz, Ich habe einen nein. Google-Link hineingeschickt. Den habe ich noch nicht angeschaut. Wenn man Zeit ist, schau mal rein. Ich habe hure fette Restis gefunden. Ich habe In Novalia selber. Ich habe eine Pizzeria gefunden, die hat 7,5 Sterne Bewertung auf 1300. Das ist crazy. Und die Pizzen sind super. Also so, das ist wirklich so napoletanische Pizzen. Ja. Und das Steakhouse habe ich noch gefunden, was auch hure gut ist. Ich glaube, du kannst halt dort auch, es ist halt so ein kleiner... Wir haben 7 Minuten Fußweg zum Supermarkt. Bro, geil. Wir können schnell Cola holen, Zeug. und können wieder Hängen heim. und grillieren oder Ja. alles machen. Und wenn wir auf Sürzen wollen, 150 Meter ist die Bushaltestelle und wir laufen halt 47 Minuten. Ja, Du. dann ist es halt so. Ja, und Uber, Taxi, 16 Euro zum Strand und Aber ja, sind alle dabei. voll. Ja, also es werden geile Ferien jetzt. Also Ende gut, alles gut, hoffe ich zumindest. Jetzt müssen wir nur noch dort runterkommen irgendwie. Gut und sicher. Ich nach dem Frauenfeld und mit der Liv. Stimmt irgendwie als Frauenfeld. Ja, wahrscheinlich machen wir kurz Samstag. Powernap bei der Liv. Ja. Also wir kommen heim, machen schnell Powernap 90 Minuten und dann gehen wir weiter. Sonst bin ich tot und Liv auch. Wahrscheinlich aber ich mehr. Weil Liv kann pennen, ich nicht. Ja, Ab geht die Party. und die Party geht ab. Und ich sag, Ja. ja, aber nein, ich denke,
das war's von unserer Abschiedsfolge, Staffel 1. Staffel 1. It's a Rap. It's a Rap. Schweizerdeutsch Raps. Ja. Aber das wäre eigentlich auch noch folgewürdig gewesen. Jetzt ist ja die Hälfte vom Jahr. So, dass wir wie wir Ende Jahr gemacht haben. Ja. Das möchte ich das ja wieder machen. Top-Film, Top Ja, blablabla. Dass wir das eigentlich, das ist eigentlich so meine Idee gewesen, Ja. mal das jetzt Mitte Jahr zu machen. Das wäre genau jetzt. Mhm. Aber sind es halt nicht. Pech. Dafür noch Ende Jahr. Ende Jahr. Big Win, ja. Genau. Ja. Machen wir noch eine Empfehlung von der Woche zum Abschluss. Boah, Empfehlung von der Woche, okay. Schlaf. Nein. Die Empfehlung von der Woche muss hitten. Weil es jetzt so, wenn es Zeitchen die letzte ist. Hast du gerade eine Grillieren mit euren Ängsten. Grillieren ist schon verdammt geil. Ja. Habe ich jetzt letzte Woche auch wieder gedacht am Samstag. So ist zwar mies stressig. Ja, du bist letzten Samstag in voll der Grillmeister gewesen. Aber alles gut gemacht. Ist Ja, gut gewesen. alles tipptopp. Gut, Die nichts Letzten verstanden. sind geil gewesen. Schon. Die sind wirklich gut gewesen. Ja, stimmt doch, ich habe auch ein paar probiert. Und mein Hela Kürz Curry Ketchup wird auch gebraucht worden, aber zum Glück nicht die andere Tube auch noch. Da habe ich Freude. Den nehme ich mit auf Kroatien. Mach das. Den brauchen wir. Hela Curry Gewürz Ketchup. Hey. Den empfehle ich. Den empfiehlst. Curry Ketchup, ja, der ist es. Wenn ihr mal in Deutschland sind und ihr braucht einen coolen Ketchup. Der ist Hela Curry Gewürz Ketchup. Der ist es. Ich empfehle jetzt, vor allem in der wärmeren Jahreszeit, über den Sommer, wenn es geiles Wetter ist, geht raus, chillen nicht drinnen, gehen in die Party oder so, treffen euch mit ja. Kollegen. Einfach eine geile Zeit haben, den Sommer geniessen. Es ist gleich genug wieder Herbst und Winter und kalt und dunkel. Also jetzt sind wir gerade In wirklich 4 in der Monaten sind wir Prime. in den USA, gell? Ja, crazy. Boah. Genau. Ja, das empfehle ich. Also Wetter geniessen, Zeit geniessen, Sonne Yes. geniessen. Genau. Ja, Ja, gut. in diesem Sinne, das war es von Staffel 1. Man sieht sich gleich wieder. Okay. Ja, er wird auf dem Laufenden gehalten, wie es aussieht, Voll. wie aber was. Ich gebe euch Bescheid. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es uns. Also wirklich, ob wir sollten, trotzdem vielleicht Politik... Nein, Politik... Nein, Politik. Ob wir trotzdem vielleicht sollten irgendwie, keine Ahnung, mal so sachlich... Sachen machen, oder? Ja, Real-Life-Sachen oder allgemein im Podcast auch, dass man sachliche... Also so wir haben auch schon mal so eine Folge gemacht, so wie KI in 10 Jahren könnte unser Ja. Leben beeinflussen. Dass wir mehr solche Themen sollten machen oder ob wir mehr sollten mal Federico in die Autoindustrie rein, oder für mich in die Musik- und Modeindustrie. Dass wir einfach mal so ein bisschen in Richtung haben, weißt du, dass wir jetzt mal Voll. richtig können aufbauen und sagen, hey, yo, Das machen wir. das ist Schweizerdeutsch, die machen lustige Content in dem und dem Bereich. Ja, Ja, genau. gut. Ja, also, In diesem Sinne. in diesem Sinne, man sieht sich und wir wünschen euch einen schönen Sommer, macht's gut und bis gleich. Heute. Also, bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao. Tschüss.